Auf der wunderschönen Nordseeinsel Sylt gibt es ganz viele sehr bekannte Lieblingsplätze. Aber gibt es auch weniger beachtete oder sogar geheime Orte? Die Antwort lautet ja, es gibt sie. Ramona und Alex vom Sylter Heimatverein Söllring vor Inning zeigen mir heute ihren Geheimtipp, der vor allem für jüngere Gäste viel zu bieten hat. Die Kampener Vogelkoje. Herzlich willkommen im Sylter Dschungel, der aber eigentlich gar kein richtiger Dschungel ist. Zumindest aber der älteste Wald der Insel Sylt, oder Alexander Römer? Das ist korrekt, das ist der älteste Wald. Das ist gleichzeitig ein Naturschutzgebiet, aber auch eine Vogelkoje, eine historische Entenfanganlage, die über 250 Jahre alt ist, die sich hier zwischen List und Kampen befindet. Hier seht ihr den Fangarm der Anlage, die übrigens ein originalgetreuer Nachbau der früheren Entenkoje ist, deren Sinn und Zweck es damals tatsächlich war, Enten als Nahrungsmittel für die Inselbewohner zu fangen. Was man dazu noch sagen kann, ist, dass die Enten hier früher mit sogenannten Lockenten vom Kojenwärter angelockt wurden, wie der Name schon sagt. Und die haben die wilden Enten eben hier in den Fangarm hineingetrieben. Und ja, letztendlich, wenn sie schon tief genug drin waren, dann ist der Kojenwärter zum Vorschein gekommen, hat die wilden Enten erschreckt. Und letztendlich sind sie dann hier in der Reuse gelandet und waren dann gefangen. Vor 250 Jahren war die Kampener Vogelkoje also kein schöner Ort für Enten. Heute ist das Gegenteil der Fall. Das Naturschutzgebiet ist ein sicherer Ort für viele Vogel- und auch Baumarten, was allerdings nicht heißt, dass die Bäume hier keine Feinde haben. Die Schwarzerle beispielsweise wird regelmäßig vom sogenannten Erlenblattkäfer angegriffen. Und der frisst halt am allerliebsten die Blätter von der Schwarzerle. Ja, und jetzt könnte man denken, da kann die Erle nichts gegen machen, die wird aufgefressen, weglaufen kann sie ja schlecht. Aber das ist nicht so, sondern die Erle, die kann sich wehren. Die merkt nämlich, wenn ein Käfer anfängt, an ihren Blättern zu knabbern, und dann sendet sie sogenannte Hormone aus in ihre Blätter, und die sorgen bei dem Käfer dafür, dass dessen Verdauung blockiert wird. Er bekommt davon Bauchschmerzen. Und somit lässt er dann von den Blättern ab und fliegt wieder woanders hin, und die Erle hat wieder ihre Ruhe. Das heißt, die Schwarzerle ist also ein echter Überlebenskünstler, kann man das so sagen? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und es ist auch so, dass die Schwarzerle auch mit anderen Bäumen kommunizieren kann. Also wenn jetzt so ein Käfer an ihren Blättern knabbert, dann schüttet sie nicht nur Hormone aus, sondern auch Duftstoffe und gibt sie in die Luft ab. Und die nehmen dann die ganzen Erlenkollegen hier in der Umgebung auf und können sich dann sozusagen schon mal darauf vorbereiten, dass der Käfer vielleicht als nächstes zu ihnen kommt und dann eben auch schon mal anfangen, Hormone zu produzieren. Wie eingangs angekündigt, gibt es vor allen Dingen für das jüngere Publikum ganz viele tolle Dinge zu entdecken, unter anderem verzauberte Bäume. Ramona, erzähl doch mal. Ja, also das hier neben uns ist die Moorbirke. Da sage ich gerne bei meinen Führungen, dass sie verzaubert ist, denn da oben im Baum kann man sehen, da wachsen Hexenbesen. Und ich kann auch verraten, die Rinde, die brennt sogar dann, wenn sie feucht ist. Die Hexenbesen sehen für meine Begriffe erstmal so ein bisschen aus wie Vogelnester. Alex, du hast eben genickt, ja, das könnte man vermuten, sind sie aber gar nicht. Nee, also in Wirklichkeit sind es natürlich keine Hexenbesen, sondern es liegt daran, dass auf den Zweigen der Moorbirke kleine Schlauchpilze wachsen, und darauf reagiert die Moorbirke dann mit einer Wuchsstörung und bekommt sozusagen Zweigsucht. Ja, und dadurch bilden sich dann diese nestartigen oder hexenbesenartigen Nester aus, und so kommt es eben zustande. Der Rundgang durch die Kampener Vogelkoje führt also zunächst durch den Sylter Dschungel, entlang von angriffslustigen Käfern und verzauberten Bäumen hin zu einem richtigen Deich, der das Gelände vor der Nordsee schützt. Wow.
Zugegeben, der Fußweg über den Deich direkt am Wattenmeer ist nicht weniger beeindruckend als die vorherige Wegstrecke durch den ältesten Wald der Insel. Wunderschön ist es hier und die Wattseite in Kampen, wenn man sich das so anschaut, dann wird schnell klar, ist nicht umsonst eine der teuersten Gegenden auf der Nordseeinsel Sylt. Warum ist sie denn so schön und besonders aus Naturliebhabersicht, Ramona? Ja, also man hat hier natürlich einen wunderbaren weiten Blick. Einmal da hinten kann man tatsächlich den nördlichsten Punkt Deutschlands sehen, also unseren Ellenbogen. Ja, hier kann man auch weit schauen und direkt im Anschluss sehen wir hier unser anderes Naturschutzgebiet, nämlich das NSG Nilönn. Das ist eine Salzwiese, wo aber auch viel Schilfflächen zu finden sind. Und Nilönn, das ist friesisch und bedeutet eigentlich Neuland. Also dass es eben neues Vorland sich dort bildet, daher kommt der Name. Nach dem Blick in die Ferne führen mich Ramona und Alex wieder zurück zur Entenfanganlage am Startpunkt des Rundgangs. Dort stehen 2 redgedeckte Häuser, in denen alle Informationen noch einmal für die ganze Familie interaktiv veranschaulicht werden. Ja, das war sie also dann auch schon, unsere Führung durch die Kampener Vogelkoje. Mein persönliches Highlight war die Führung als solches. Das ist nicht gelogen, das meine ich wirklich ganz ernst. Es ist einfach ein wunderschöner und ganz besonderer Ort. Liebe Ramona, was war denn dein persönliches Highlight? Mein persönliches Highlight ist eigentlich immer die verzauberte Moorbirke, weil es gibt 3 verschiedene Sachen, die an ihr sozusagen verzaubert sind. Einmal die Hexenbesen, die wir ja kennengelernt haben, dann die Rinde, die auch feucht brennt sozusagen, und dann auch noch das Birkenpech, was aus der Rinde hergestellt worden ist und früher in der Steinzeit schon als Allzweckkleber verwendet wurde. Die Moorbirke muss man also wenigstens einmal in seinem Leben gesehen haben, Alex. Wann ist das denn hier bei euch immer möglich? Bei uns ist das saisonbedingt, ist das eben von April bis Oktober möglich, 7 Tage die Woche und dann immer über den ganzen Tag ist hier offen, ohne mittlere Schließzeit, immer von 10 bzw. 11 bis 17 Uhr. Genau. Es lohnt sich in jedem Fall. Vielen herzlichen Dank, liebe Ramona, vielen herzlichen Dank, lieber Alex, und vielen herzlichen Dank Ihnen und euch allen fürs Dabeisein. Ciao, tschüss aus der Kampener Vogelkoje und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.